Was geht ab? Jo. Hallo. Jetzt bin ich nur noch alleine hier. So ist das Leben manchmal. Das ist schon ein bisschen komisch gerade. Ich habe alles gemacht, was ich bis Garnitur auch immer gemacht habe. Stream gestartet, auf Intro geswitcht, Handy. Wow. Was geht ab? Wir fahren jetzt zurück zu mir nach Hause. Und Giles hat so ein System jetzt gemacht, dass jede hoffentlich 20 Sekunden eine Chatnachricht vorgelesen wird, damit ich halt nicht in den Chat gucke, während ich fahre. Okay? Jede 20 Sekunden wird eine Nachricht vorgelesen. Random. Aber ich habe keine Box. Aber ich selber höre das eigentlich okay. Es ist jetzt direkt hier neben mir und ich habe jetzt 2 Mics. Hier ist noch ein Mic direkt am Lautsprecher und jetzt gucken wir, ob das für euch auch okay ist. Weil ich höre das aber wenn ich hier mein Mic habe und Lautsprecher da, hört man das nicht im Stream. Aber so... Text-to-Speech aktiviert. Emotes nicht, oder? Doch, Emotes werden, es wird alles vorgelesen. Das ist Todesscheiße eigentlich, aber Bruder, irgendwie muss ich ja mit euch reden, während ich fahre. Bitte lad doch jetzt einfach, mein Handy lädt nicht mehr. Meinung zu sprechenden Pinguinen. Meinung zu sprechenden Pinguinen, was laberst du? Was da los? Cinema, wir fahren. Alle 20 Sekunden wird eine random Nachricht aus dem Chat vorgelesen. Wahrscheinlich einer der aktuellsten, by the way, ne? Also jetzt nicht eine, die ihr vor 50 Minuten geschrieben habt. Ja, Paluten. Hä? Warum ja Paluten, Digga? Digga, Annik hat mir so richtig viel Gebäck gegeben, was ich essen kann. Ich habe schon fast alles gegessen. Spaß, ne? Ich hau mir jetzt auch gleich ein Sandwich rein. Ich hoffe, das ist nicht verboten irgendwie auf Twitch oder so. Darf man essen, während man fährt? Versucht bei dir bitte nicht in diesem Stream irgendwie Emotes zu schreiben oder so, weil wenn ich unlucky bin, wird nur das vorgelesen und dann höre ich irgendwie nur so ein Pack. Oh, das war's. Dann 20 Sekunden Stille. Tot. Checkt ihr? Bro, du Pennen ist Gag. Was? Ich hab nichts verstanden. Ich habe mit Heiko so über die Tour geredet, Jungs. Die Tour war Peak, Mann. Ich vermisse die Real Talk jetzt schon. Bei Schweiz war erst so nach einer Woche. Digga, hier, ich vermisse jetzt schon. Ich vermisse alles. Alles daran. Es war zwar todesanstrengend auch, aber es war auch todesgeil. Tour auf Skala von 1 bis 10. 10, Bruder, Real Talk. Ah, nee. 8. 8, weil ein Punktabzug, wir sind zu viel gefahren. Ein Punktabzug, den ich auch ziemlich erwähnen werde. Deswegen 8. Also was mich persönlich getriggert ist, dass wir halt sehr viel gefahren sind einfach. Oh, es ist so traurig, dass die Skeletor vorbei ist. Aber manchmal müssen Sachen enden, damit sie legendär sind. Cinema. Versteht ihr, was ich meine? So ist das Leben manchmal. Krank. W. Paluten wichtiger als du? Paluten-Video ist wild? Digga, warum schreiben so viele Leute Paluten? Was hat Paluten für ein Video hochgeladen? Labrände waren wegen Stefan und seinem Feuerbohret. Ja, was hat Paluten für ein Video hochgeladen? Warum schreibt das jeder? Paluten läuft bei dir im Auto? Was? Paluten Ach, Digga. läuft bei dir im Auto, Romy. Ach, Digga, hier oder was? Auf diesem Ding? Hauptsache, aber man hört mich noch irgendwie ein bisschen, haha. Oder ganz kurz. Ja, ist das scheiße, Digga. Ja. Mach direkt Subway Surfer und Seife dahin, Digga. Also dieser Stream heute ist wirklich nur, also dieser Tag heute für mich ist einfach nur Autofahren. Bruder, ich bin aufgestanden, Autofahren mit diesem Bus. Skeletor fertig. Wir fahren trotzdem noch irgendwie 30 Minuten zu so einem Supercharger. Dann fahre ich mit Heiko 2 Stunden zu ihm nach Hause. Jetzt muss ich 5 Stunden zu mir nach Hause fahren. Tot, Digga. Und um 4 Uhr morgens, um 6 Uhr morgens fliege ich dann mit dem Flieger. Tote Scheiße, Digga. Hashtag Umwelt. Ist bestimmt gut für die Umwelt, alles. Guck mal, mein Hund, der bellt. Wohin? Wohin? Ja, nach Hause. Nee, aber die Tour war wirklich geil, Digga. Wirklich. Ich hoffe, für euch war die genauso geil wie für uns. Digga, was halt wirklich auch das OPs eigentlich war. Und wiederum, Digga, ist irgend so ein komischer Weltuntergangstraum. Hört ihr das? Nee, und wir haben ausgerechnet, ich habe ausgerechnet mit Heiko im Auto, wir haben so ein bisschen drüber geredet. Vielleicht Cinema. Vielleicht mache ich mit dieser Tour kein Minus. Das wäre krass. Und das auch noch ohne Partner, Digga. Scared. Vielleicht. Wir dachten, es wäre teurer. Sagen wir es mal so. Wir dachten, es wäre teurer. Aber
wir haben jetzt drüber nachgedacht. Im Endeffekt war es eigentlich gar nicht so teuer, wie wir dachten. Also es ist auf jeden Fall über 10.000, aber es sind nicht 15.000. Also, checkt ihr? Das war schon nochmal ein Unterschied. Selber fahren dieses... Ich kündige, dein Faki. Ah, Faki, du kündigst. W, mach das. Ich habe dich heute noch gelobt, privat. Aber okay, dann kündige, du kleiner Wichser. Dann mach das. Ja. Stände mal. Ach, Digga. So, Retalk, ich mach jetzt kurz Musik an, okay? Hier ist eh unbegrenzt, dann ist eh lauter, da höre ich eh nichts. Ey. Warum gibt der mir schon wieder eine Lichthupe hinter mir? Du kleiner Vor mir ist einer. Wie soll ich schneller fahren, du Wichser? Das f***t mich schon wieder ab. Bruder, ich fahr keine 10 Minuten, gib mir schon wieder Lichthupe hinten. Du Sohn, Alter. So, jetzt fahr ich deine 200, du kleiner Pass. Die Barker, auch Barker, B.A.A. Ein Pygmäenvolk. Das ist ein Stream-Sniper? Das ist ein Stream-Sniper, oder? Kongo, in der Zentralafrikanischen Republik und in Gabun. Sie sprechen das Barker, eine Ubangi-Sprache aus der Sprachfamilie und sind oder vorabonniert. Backseife verdeckt das Display vom Tesla, damit man nicht sieht, dass du 300 km/h fährst, weil du schnell nach Madeira zu den Steuerrädern durch 90. Oh mein Gott, ich hätte links gerade! Backseife verdeckt das Display vom Tesla, damit man nicht sieht, dass du 300 km/h fährst, weil du schnell nach Madeira zu den Steuern wieder flüchten willst. Digga, Real Talk, der Typ hinter mir muss ein Stream-Sniper sein. Ich fahre jetzt extra langsamer, ich schwöre, das ist ein Stream-Sniper. Der hat extra nochmal Lichthupe gegeben, als ich mich abgefuckt habe darüber. Wenn du Stream-Sniper bist, gib nochmal Lichthupe. Fliegst du alleine Madeira oder wieder mit Mutter? Nee, mit meinem Vater diesmal. Meine Mutter ist schon da. Ich fahre gerade 250 in einer 130er Zone und nur deswegen ist der Bildschirm abgedeckt. Mein Witz, hier ist unbegrenzt. Ich fahre gerade 170. Aber ich sage mal ehrlich, 170 bei so einem Nebel ist auch ein bisschen scary. Also so krass ist der Nebel nicht. Ich sehe natürlich alles. Ich würde ja niemals zu schnell fahren und so. Das wäre voll dumm bei so einer naturellen Begebenheit. Oder bitte halt deine Fresse. Skanditur ist zwar vorbei, aber ich freue mich richtig wieder auf Only Hugos Streams. Boah, mal gucken, ob ich mich darauf freue. Ich war schon vor der Skanditur, war ich in meinem gar kein Bock mehr auf Stream-Arc. Also vom PC jetzt. Skanditur todesgeil und so, aber. Oder der Joey Kelly Stream. Ja, mal gucken. Weil jetzt bin ich wieder in diesem Ding. Sigma hat 60 Monate Resolvetling Das ist fake, das ist 100% fake. Niemals. Guck mal, ich habe jetzt schon keine Ahnung, was ich streamen soll. Checkt ihr? Also ich muss mich selbst... Nichts verstanden. Ich muss mich selber finden einfach wieder. Versteht ihr? Ich muss meinen Streamer-Ich wiederfinden. Vor PC. IRL-Stream ist todesgeil. Der Joey Kelly-Stream war todesgeil. Skanditur todesgeil. Schweißtour todesgeil. Ne? Aber der Hugo vor PC, den muss ich wiederfinden. Ich muss den wiederfinden. Also ich bin morgen zwar direkt wieder live auf Madeira, übermüdet. Aber ja. Ich muss den wiederfinden. Sigma Boy, Giat. Mann, Bruder, ihr seid Digga, was labert ihr denn? Ich höre wieder Musik. It's what I like, it's what I like. Ich verlasse das Mood-Team. Deine Jeans. Was? Jeans verlässt das Team? Hab ich verstanden jetzt? Keine Ahnung, Digga. Warum verlassen mich denn alle gerade, hä? Bekomm Fortnite. Bruder, ich komme jetzt nicht Fortnite, Digga. Ich muss 5 Stunden nach Hause fahren, Alter. Halt's Maul. Digga, die norwegische Straßenbahn Peak. Die norwegische Straßenbahn wie diese Katze da, die so hochschaut. In den Himmel, weil das so schön ist. Ich weiß nicht, wie der Mord heißt. Wie heißt der? Keine Ahnung. Aber so waren die norwegischen Straßen. Cinema. Montana Black 88 hat im ersten Monat bei Let's Hugo TV abonniert. Montana. Niemals. Bruder. Alter, was hat er gerade gemacht? Junge. Schau mal, jetzt mal in Deutschland wieder fahren die alle wie die sind, Alter. Bruder, was war das? Ich dachte, jetzt zieht es komplett rüber in die linke Spur und ich knall komplett in den Reihen. Immer diese Deutschen. Real Talk, immer diese Deutschen. Ich hasse es auch. Ich hatte mit Heiko so einen guten Call. Also so ein gutes Gespräch im Auto. Ich will jetzt, dass Heiko neben mir sitzt. Offstream aber.
Wir haben uns einfach über Sachen abgefuckt, wo, wenn wir on-stream das sagen würden, alle ausrasten würden. Das war so geil. Also es war jetzt nichts irgendwie Weirdes oder so, aber es ist einfach ein Problem. Ausrufezeichen Playlist. Das ist meine Lieblingssongs-Playlist. Nee, das ist einfach so ein Ding, was wir beide uns wünschen, was ein Problem ist, was wir haben, was aber aus Zuschauersicht keiner checken würde und jeder uns dafür haten würde. Ich würde jetzt keine sagen, aber ich weiß ganz genau, dass das Leute einfach nicht checken würden. Das checkt man einfach nicht. Oder eigentlich kann ich sagen, ich brech's einfach runter. Wir hatten einen guten, also Omega Lul. wir haben so über Job geredet von einer anderen Person halt. Und dann habe ich irgendwann so 9 to 5 angesprochen. Und da habe ich so gesagt so, yo, ich hoffe, dass ich nie 9 to 5 arbeiten muss halt. Entenwitschet. Und dann meinte Heike so, manchmal wünsche ich es mir. Und dann meinte ich auch direkt so, okay, ja, ich auch. Weil manchmal wünsche ich mir das echt. Weil jetzt denkt ihr euch erstmal so, hä? Warum wünscht er sich 9 to 5 manchmal? Ist der dumm, Digga, Streamer doch voll geil und so. Ja, stimmt doch komplett. Stream ist auch geil und alles. Hypnop des Shit. Aber was uns beiden fehlt, und ne, das ist richtig Mimimi und ich weiß, es wird hunderte Leute geben, die jetzt sagen, ja, komm halt deine Fresse, heul weiter, bla bla bla. Und ist wahrscheinlich auch so, keine Ahnung. Deswegen ich will das auch gar nicht im Stream irgendwie mit euch bereden, weil ich genau weiß, das kann man einfach nicht checken. Das kann man einfach nicht checken, wenn man das nicht hat. Also es hat auch eigentlich nichts mit Stream zu tun. Das ist allgemein als Selbstständiger einfach. Bro, du hast kein Wochenende, du hast keinen Feierabend. Hast du nicht. Jetzt könnt ihr mal sagen, ja, nach dem Stream, tschüss, doch, Bruder, nein. Oder selbst wenn ich da nicht irgendwas für die Arbeit mache, ich denke die ganze Zeit über diese Arbeit nach. Oder selbst wenn ich Urlaub mache, denke ich darüber nach und es fühlt sich einfach scheiße an. Checkt ihr? Und manchmal wünscht man sich dann dieses... Arbeiten kann FR krass sein. Manchmal wünscht man sich einfach dieses, okay, Arbeit vorbei, es juckt mich jetzt alles nicht mehr, ich zocke jetzt einfach irgendwas, es juckt mich alles nicht mehr, die Arbeit ist vorbei. Oder Wochenende, man kann sich auf ein Wochenende freuen. Checkt ihr den Take ein bisschen vielleicht? Das ist einfach dieses, man freut sich auf diese kurze Ruhephase einfach. Aber das hast du nicht. Das haben wir nicht. Und ich will nicht rumheulen, ne? Ey, Bruder, als Streamer, als Traumberuf, ich hoffe, ich bin für immer Streamer. Ne? Und Carries fragt noch. Und ich will doch gar nicht 9 to 5 oder so. Aber manchmal gibt es diese Momente einfach, wo man sich das dann halt mal wünscht. Wow. Wow. Eigentlich wollte ich die Zeit nutzen, wo er fährt, damit ich pennen kann. Aber ich habe nur mit ihm geredet. Scheiße. Und jetzt merke ich die Müdigkeit so langsam. Wie Hugo, ich mensch dich sehr. Wie geht's dir? Spiele gerade FNW. Ja, mir geht's scheiße. Mir schlecht. Landwirte haben auch kein Wochenende. Ja, eben, aber das meine ich ja, Bruder. Ich rede ja nicht, guck mal, es fängt schon an. Es fängt schon an, dass keiner jetzt checkt. Ich hab ja direkt am Anfang gesagt, es geht nicht nur um Streamer, YouTuber, es geht allgemein um Selbstständige. Und Landwirte sind ja eigentlich Selbstständige, oder? Die verkaufen ja Milch. Die verkaufen ja Milch und sowas. Oder bin ich dumm? Keine Ahnung, kann auch sein, ich bin dumm, aber in meinem Kopf sind Landwirte selbstständig. I guess. Das ist bei denen auch komplett, check ich auch komplett. Nee, aber das soll jetzt auch kein Mimimi sein, Bruder, ich liebe diesen Job hier. Und was man halt auch dazu sagen muss, Bro, wenn es gut läuft, wenn es wirklich gut läuft, dann kann man mit diesem Job halt auch ganz schnell aussorgen, ne? Also, wenn es gut läuft. Das muss man halt dazu sagen, Digga, dann kann man halt chillen und die anderen müssen halt weiter haben, ne? Das ist halt, Digga, in 200 Metern nach Gear City abbiegen neu. Oder keine Ahnung, was er gesagt hat. Man kann auch sagen, man kann auch wie dieser eine Typ auf TikTok sein, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Der war irgendwie mal ein krasser Fortnite-Streamer, YouTuber. Oder ich check auch nicht, wie der so Fell aufsehen konnte. Irgend so ein krasser Fortnite-Streamer, YouTuber, weiß ich nicht. Ich hab den auch nur gesehen irgendwann, ich hab den nie geguckt oder so. Aber der streamt jetzt immer auf TikTok und macht irgendwie so einen Timer und irgendwie so Sellout immer. Der macht alles, damit er nicht 9 to 5 arbeiten muss auf TikTok. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, Digga. Aber man kann natürlich auch so enden.
Das geht auch. Digga, das ist so geil. Ich sehe immer seine Livestreams, Digga. Dann hockt er da mit seinem Wecker da. Ach du Scheiße. Ah, Bruder, hier ist 130. Ups. Ups, seit wann ist denn hier 130? Das hab ich gar nicht. Digga, ich hab das Schild nicht gesehen. Es ist auch überall Nebel. Wie soll ich denn hier überhaupt ein Schild sehen? Oh, Bruder, ich dachte, oh mein Gott. Bruder, ich hab so kranke Paranoia. Was? Das sah irgendein Auto gerade aus wie ein Blitzer. Und ich dachte mir gerade, warte mal, ist das ein fahrender Blitzer? Sind wir schon so weit? Bruder, oh mein Gott. Digga, es gibt safe irgendwo fahrende Blitzer. Aber ich dachte rechts neben mir fährt einfach gerade ein Blitzer. Tot. Digga, ich hab so Paranoia vom Blitzer. Ach du Scheiße. Da war so irgend so ein Auto, sah komplett so aus gerade. Bruder, ich sing besser als 80% des Chats. So, habe ich jetzt gesagt. Gebt mir einen Song, wo ich die Lyrics auswendig kenne, ich singe wie ein Gott. Vollsperrung? Wie jetzt? Da steht Vollsperrung. Nein. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht in meiner Route. No, my mama ain't there. Sorry. Oder Köln gesperrt, ich muss Richtung Köln, oder nicht? Oh, bitte nicht, Bruder, das wird legit. Das wird mich mental bumsen, ne? Bruder, es ist nicht so, ich könnte sagen, yo, ich chill jetzt kurz in Köln, irgendwie bei Stege oder so. Ich muss zu Hause sein. Ach, Digga, das ist so tot, Mann. Diese Autofahrt wird mich brechen, sage ich. Die wird mich absolut brechen. Das H in gut singen steht für Hugo. Hey. Real Talk, ein Song, wo ich Lyrics kenne. Ich gebe mir Mühe zu singen. I just woke up from a dream. XZBX Luxemburg. Oh, jetzt. Sorry, ihr hört jetzt so hundertste Mal. Okay, ich versuche jetzt auf Serious. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. Oi. Jungs, ich hab eine 9-tägige Skandinavien-Tour hinter mir, Bruder, wo ich durchgehend aber am Labern war. Meine Stimme ist guckt, Digga. Wie soll ich denn überhaupt irgendeinen Ton treffen? Next to you. Und sonst so. La 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 la. La. Ich muss mir die Stimme aufwärmen. La la la. Safe Song ist zu Ende. Nein, der ist nicht zu Ende. Der geht noch ein bisschen. So ungefähr 40 Sekunden geht der noch. La 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 la. Wow, 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 wow. Okay. I wanna be next to you. Fünfmal klatschen. Jetzt kommt, wetten, ich weiß ja schon, was für ein Song kommt, ich kenne das auswendig. Hey! I'm not winning, I'll make it through. Das kommt jetzt, pass auf. Das habe ich gesagt, ich wusste es. Schlag zu. Ich schlag zu. Mann. Ja zuschlagen, halte Dumpas. Aufs Lenkrad zuschlagen, ja. Nein, okay. Soll ich hupen? Soll ich? Mach ich nicht. Es macht mich so fertig zu wissen, okay, ich höre es an diesem Supercharger an und bin erst in Köln. Also das ist verrückt. Und ich brauche halt von Köln aus 3 Stunden nach Luxemburg. Wie redest du? Mach ich nicht. Ey, hier sind halt hunderte Autos, Digga. Ich kann das jetzt nicht mehr machen. Dürfen wir dich in Köln jumpen? Was dürft ihr nicht? Jumpen? Wo? In Köln? Ach so. Ja, wenn ihr wissen, auf welchem Supercharger ich gerade fahre, ja. Ich sag jetzt nicht welcher. Ich weiß auch actually nicht, ob das Köln ist. Ich bin actually nicht sicher gerade. Ich will jetzt den Ortnamen nicht sagen, aber ich glaube, das ist... Also den Supercharger nehme ich sehr oft, wenn ich nach Köln fahre oder zurückfahre. Ich weiß gar nicht, ob dahin oder zurück, aber auf jeden Fall nehme ich den sehr oft. Wie geht's dir? Ja, mir geht's scheiße, weil ich weiß, dass ich noch bis 0 Uhr unterwegs bin. Aber sonst, ey, man lebt. Diese Klasse hat 30.000 Subs verschenkt. Ey, danke für die 30.000 Subs, Bro. Ich küsse deinen Arsch. Dankeschön.
Digga, das macht mich ein bisschen neidisch, dass Heiko schon zu Hause ist seit 3 Stunden und Feister, glaube ich, jetzt gerade wahrscheinlich zu Hause ankommt. Das macht mich ein bisschen neidisch gerade. Ich will auch zu Hause sein. Paul, Fährst du auf der A1, die ist direkt neben mir, kann dich jumpen, also nicht von der Brücke jumpen, Alter. Hey, warum wisst ihr auf welcher Straße ich bin, die kleinen Digga? Hä? Ja, ich bin auf der A1 gerade. Das macht mir ein bisschen Angst, dass ich wisse, wo ich bin. Paul, gib mal kurz die Mobile. Oh, Paul ist ja gar nicht hier. Ha, Feister. Oh. Ich kauf Merch, wenn Call gelesen wird. Feister ist... du musst Merch kaufen jetzt. Du musst kaufen. Feister ist auch nicht hier. Hey, Heiko, warum bist du so mehr... Oh, Heiko ist auch nicht hier. Think of it! Think of it, everybody knows. Ich bin momentan viel zu viel im... Wie erklärt man das? Ich lebe gerade viel zu viel im Rausch, glaube ich. Nennen wir das, oder? Also ich lebe... In meinem Kopf ist... Okay, bis dann und dann ist das. Okay, ich muss bis da und da überleben und dann ist das Event. Okay, bis da und dann ist das fertig, Skandinatur zum Beispiel. Okay, noch das und das Tage und dann ist... Okay. Oh mein Gott, Digga. Bruder, der Krankenwagen hat mich gerade abgelenkt. Tot. Ich hasse meine ADS. Depression. Nein, das ist... Oder ist das? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das. Und ich kann einfach nicht... Ich brauche dieses... Kennt ihr diese TikToks? Da hört man so eine menschliche Crowd so... Und auf einmal so... Dann kommt so ein Klick, Schwarzbild und dann... Und dann kommt so beruhigende Musik. Und das brauche ich in meinem Leben. Dieses Klick und dann... Das brauche ich. Und das habe ich hoffentlich in Japan. Ich will so Ende Februar will ich nach Japan. Ohne Stream. Ready or not. Here I come. Warte mal, bin ich der Imposter? Digga, jeder von denen... Das sind die Kraftwerke. Machen alles neblig. Nein, das sind nicht die Kraftwerke. Jeder von denen hat links ein Licht, was heller scheint. Ist das irgendwie so eine Nebelleuchte oder so? Und ich bin der Einzige, der das nicht anhat? Also guck mal, jeder von denen hat links eine helle, wo es heller ist. Bin ich dumm einfach, Digga? Oder haben die alle kaputte Autos? Also ich habe hier noch was, also ich habe Nebellicht habe ich drin, aber es gibt auch noch Nebelschlussleuchte. Ist das vielleicht das? Weil richtig viele haben links, dass links irgendwie heller ist. Ich check's nicht. Nebelleuchte, ja. Nebelschlussleuchte, okay, dann mach ich die jetzt auch an. Ich muss noch 50 Kilometer fahren und dann bin ich erst bei meinem ersten Checkpoint. Kann nicht einer von euch fahren? Ich denke, das wäre so geil, wenn wir irgendwie mein Tesla verbinden mit Twitch-Chat und dann kann Twitch-Chat steuert mein Auto. Dann schreibt ihr links und das Auto geht nach links, rechts geht nach rechts. Plus 100 km/h, plus 100 km/h. Das wäre so ein W. Retalk, ich sag sogar, das würde technisch sogar gehen. Wenn man sich in den Tesla reinhackt und da alles... Retalk, ich sag, das geht. Nebelschussleuchte darf man erst anmachen, wenn die Sichtweite unter 50 Meter beträgt eigentlich und du darfst nicht schneller als 50 km/h fahren. Ach so, ja, dann mach ich wieder aus. Also jetzt ist wieder nicht neblig. Also vorne die Nebelding habe ich trotzdem an. Weil es war vorhin auf jeden Fall schon neblig. Sehr, sehr neblig. Auf jeden Fall 50 Meter Ding. Jetzt geht gerade, aber... Also, von den Kraftwerken. Darf ich tippen? Mann, Bruder, der Nebel ist nicht von den Kraftwerken, Digga. Niemals. Ich habe richtig Angst, wenn links neben mir mich jemand langsam überholt und jetzt wird's krank, pass auf. Dann bremse ich immer extra, damit er mich schnell überholt, weil ich mal ein Video gesehen habe auf Insta Reel, glaube ich, wie jemand einfach Auto gefahren ist, links neben ihm überholt jemand, die bleiben auf der gleichen Höhe, erschießen den einfach. Und seitdem habe ich Angst, dass links neben mir jemand die ganze Zeit so, dass wir so gleich fahren. Checkt ihr? Dass man so gleich fährt. Deswegen, wenn der fast bei mir ist, bremse ich stark ab, damit er mich schnell überholt, falls er eine Waffe hat. Ich bin krank im Kopf, Jungs, ich weiß. Rechte Spur ist Lava. Rechte Spur ist Lava. Bro, ich fahre, die fahren Slide, also die, halt's Maul einfach. Guck mal, jetzt könnte ich nach rechts,
aber ich bin ihn leicht am Überholen gerade. Ganz leicht, weil der vor mir auch langsam ist. Deswegen gehe ich jetzt nicht nach rechts. Kraftwerke. Mein Bruder, es sind keine Kraftwerke. So langsam habe ich auch Hunger, ein bisschen Hunger. Ich fand die Tour sehr geil. Ich auch. Wirklich, die Tour war Peak Twitch Experience von mir. Ich glaube, von allen Sachen, die ich auf Twitch jemals gemacht habe, fand ich Scully Tour am besten, glaube ich. Von allem, also wo alle Dinger richtig gut sind. Naja, klar, ich habe Edeltour und so, war ich auch mit, war auch turbo geil, war wirklich eines der geilsten Sachen. Aber Scully Tour war ja von mir selber. Ne? Ich habe das kreiert. Versteht ihr? Zusammen mit Heiko und Es sind Pfizer. immer Kraftwerke. Mann, halt's Maul. Wir sind auch bei Heiko zu Hause angekommen. Er meinte auch, er hat noch nie seine Heimat so neblig gesehen. Ich dachte, das wäre so normal bei ihm, weil das Hat 513 € gespendet. Alter, danke für die 513 €, Bro. Kuss. Die Siri. Oder ich hab kein Hey Siri. Toter Versuch. Ah, Digga, mein Arsch. Ich hasse Tesla dafür, dass die Sitze so kacke sind. Hey Google. Bruder, ich hab auch kein Hey Google, Mann. Hey Tesla gibt es auch nicht. Ich brauch die gar nicht probieren. Ich hab nichts davon. Tot, Digga. Ich rechne in UOCs. Zum Beispiel gerade 24 Minuten sind ungefähr eine Schutzzeit in UOC. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Stunden fahren muss, sind es 2 UACs. Checkt ihr? 45 Minuten sind erste Border UAC. Also so lange fahren, bis der erste Border kommt. Stunde ist 500 Border, glaube ich zumindest. Ich habe schon lange nicht mehr so gerechnet. Aber ich mach's immer in meinem Kopf. Genau hinter mir sitzt gerade Vivi, Plushy. Ich habe das erste Mal in Kannst du einen Unfall bauen, ist gute Clipfarm. Halt's Maul. Ich habe das erste Mal Vivi als Plushy hinter mir gerade, original. Und es ist ein Meisterwerk geworden. Und ich muss eigentlich welche mit Löchern verkaufen. Ich weiß nicht, nur nicht, ob ich euch die zeigen soll jetzt schon oder nicht. Also sie ist genau hinter mir gerade. Und der Eli Geller Cup, ich habe eine Trophäe bekommen für Eli Geller Cup. Die ist auch hinter mir, Digga. Yippie. Bruder, wenn ich euch die zeige, Digga, also die Trophäe ist crazy, wirklich. Also dazu muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt eine Trophäe bekomme. Ich sag's euch einfach, Digga, die Trophäe wurde einfach 3D gedruckt. Das ist einfach eine Plastiktrophäe. Das ist einfach eine 3D gedruckte Plastiktrophäe. Aber eigentlich geil. Ist eigentlich geil, aber fühlt sich halt totkacke an eigentlich. Aber man merkt so richtig, dass sie so 3D gedruckt wurde. Tesla-Zerstörung aktiviert. Nein, bitte nicht, nein! Ich weiß ja, ich will dieses Streamer vs. Wild machen, aber YouTube. Aber ich hatte eine neue Idee, wie man das rein theoretisch... Die Tesla macht die Fahrertür auf. Wie man das rein theoretisch live machen könnte. Man könnte rein theoretisch halt eine Regie buchen. Oder, halt's Maul. Man könnte rein theoretisch eine Regie buchen, die halt durchgehend 24/7 da ist. Jeder ausgesetzte Teilnehmer hat ein IRL-Stream-Setup. Wird darauf gebrieft, dass er weiß, wie das Jetzt funktioniert. kommt die Drohne. Welche Drohne, Digga? Wird darauf gebrieft, wie man das alles benutzt. Davor wird gecheckt, dass überall Internet ist. Wahrscheinlich kriegt jeder Teilnehmer einen Starlink mit einer Powerstation. Und also, okay, ich erzähle euch erstmal von meiner ersten Idee, die ich hatte. Erste Idee, die ich hatte: Leute nehmen auf, ganz normal wie Severus Wild. Und ich weiß nicht, wie das technisch möglich ist. Das hatten wir so ein bisschen auch bei Severus Wild Staffel 4, glaube ich, so ähnlich. Das, was die Leute aufnehmen, wird instant hochgeladen und da sind irgendwelche Leute, die das dann alles durchschauen und cutten und das Gecuttete wird live gezeigt, durchgehend. Da cuttet jemand den mal kurz, da cuttet jemand den mal kurz und während dann der läuft, wird der schon gecuttet und gleich gezeigt. Aber ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das geht einfach nicht. Deswegen andere Idee, jeder kriegt einen Starlink, es wird dann vorgeguckt, ob das da passt. Jeder kriegt eine Powerstation, jeder wird gebrieft, wie das Setup läuft. Tesla spielt Zickzack V4-Song. Aber das geht nicht, Jungs. Jeder kriegt so eine Lichtbar und jedes einzelne Licht bedeutet irgendwas anderes. Zum Beispiel, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was. Entweder man macht Licht, yo, man sieht dich gerade, oder Licht, yo, man sieht dich gleich in 15 Minuten. Oder man macht halt einfach, Leute filmen durchgehend und Regie guckt dann einfach, wo es gerade am geilsten ist. Und man zeigt das dann und man switcht dann die Szenen. Man switcht die Szenen dann sozusagen. Aber so ein Severus Wild live könnte geil sein für eine Woche, aber nur.
Ich sag selbst eine Woche ist schon zu viel für live. Aber könnte man machen. Das wäre auf jeden Fall mal was anderes. Aber todesteuer. Also Severus White live, glaube ich, teurer als Severus White. Als Severus White normal, sage ich. Bruder, da brauchst du so viel mehr Equip, Alter. Digga, allein bei Equip bist du schon bei 20.000, glaube ich. Nicht mal. Mehr. 30. Also jeder braucht so eine fette, kranke Powerbank. Jeder braucht eine geile Kamera, geile Kabel. Live-View kostet auch nochmal 1000. Jeder. Backup maybe. Starlink. Digga, das ist todesteuer. Oder man macht's halt mit Handy, aber Handy fühle ich nicht so. Aber ist billiger auf jeden Fall. Aber nee, da haben die ein Handy, ist ja überdumm. Hä? Ist ja todesdumm, was laber ich? Bruder, nee, ist das hier Köln? Nein, die verarscht mich. Rheinbrücke. Rheinbrücke, Leverkusen. Was ist Leverkusen? Ist das Köln oder nicht? Da steht Bayer. Ganz fett. Was ist das für eine Brücke hier? Koblenz, Aachen, Kreuz, Köln, Nord. Wo bin ich hier, Digga? Bin im weißen Pfand vor Ich dir bin in mit Köln. Hilfe raus. Ich bin in Köln. Ich bin in Köln. Ich bin erst in Köln. Oh, ist das scheiße. Ja, ist direkt daneben hinten, Uwe. Oh mein Gott, das ist der Bruch. 3 Stunden muss ich fahren. Und der Weg dahin ist so ekelhaft. Ich hasse den. Viel stinkt man in Köln. Du kannst nicht mal ballern für den Weg. Du kannst ganz am Anfang ballern und danach nur Landstraße. Ist das scheiße, Digga. Bruder, ich werde auf jeden Fall ganz am Anfang totballern, ne? Ist mir egal, wenn ich dann nichts höre, Digga. Digga, links neben uns ist ein Atompilz irgendwie. Aus Licht. Keine Ahnung. Nein. Einfach nein. W. Alrighty, mighty. Wir sind da, Jungs. Jetzt wird gecharged. Rechts abbiegen auf Luxemburger Straße. Luxemburger Straße. Cinema. Dauert trotzdem 3 Stunden, bis ich in Luxemburg bin. Tot. Ein Stück Heimat. Dumbass. Dump ass jetzt mal. Cinema. Ich hab's geschafft. Cinema jetzt nach rechts ziehen in die Leitplanke. Nein. Das wäre nicht Cinema. Falls ihr mich besuchen wollt, Koblenz Supercharger, da bin ich. Monkey die Luffy. Oder hier ist eine McDonald's. Alter, oh fuck, da ist sogar ein Subway, Digga, hier ist ja alles. Mann, ich muss die Sandwich von Annika essen, sonst sind die wasted. So ein Big Mac Menü, Digga. Der würde so reinballern. Egal, ich esse Sandwich. Bruder, das ist der Spot, wo wir IRL-Stream gemacht haben mit Wichtiger und Feister. Das ist der Spot. Das ist da, wo dieses Wettrennen war. Jetzt check ich, wo ich bin, Digga. What the frick? Was ist das nächste Land, falls du noch eine Tour machen willst? Pause, Chimp. Weiß ich nicht. Du bist meine Ladeplatz. Oh, Bruder, da ist ein Stand random. Ein Burgerstand. Nein, niemals. Digga, warum ist da ein Burgerstand? Erklär mir, Digga. Warum zum... Gejumpt. Da ist ein Burgerstand einfach. Ich hab absolut falsch geparkt. Bin ich dumm, Digga? Mann, Bruder, ich bin einfach... Hast du Schlafmangel jetzt nach der Tour? Jo, hab ich. Endlich kann ich euch anschauen. Backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen, deine Mom will gemeinsam mit mir duschen. Hey, wie redest du?